Kannst du deine Predigt noch mal ganz kurz zusammenfassen? Das ist immer nicht so einfach, aber ich würde sagen, kurz zusammengefasst ist, hey, wenn wir Wunder erleben wollen und wenn wir in unsere Berufung hineinstehen wollen, die Gott für uns hat, dann kann das manchmal nicht immer bedeuten, dass es in dem Moment, wo wir diesen Schritt gehen, es nach außen verrückt erscheint. Vielleicht entgegen unserer Logik, entgegen unserer Erfahrung, aber oft, wenn wir diese Dinge und diese Schritte gehen, auch im Alltag, dann genau geschehen Wunder. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Wunder und wir haben verschiedene Beispiele angeschaut aus der Bibel. Mose, Aaron und, nicht Aaron, Mose und Noah und so weiter. Und sie alle hatten eben genau diese Herausforderung. Sie haben von Gott Aufträge erhalten, Dinge zu tun, von denen wahrscheinlich andere gesagt haben, die sind verrückt. Aber genau weil sie es getan haben und gehorsam waren, konnte Gott großartige Dinge tun. Verrückter Glaube. Yes. Jetzt die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Mut und Dummheit? Wie kann ich das rausspüren? Ja, ich glaube, das kann man nur halbpatzig wirklich definieren, sondern ich glaube, das hat wirklich einfach mit der inneren Wirklichkeit zu tun. Es soll natürlich nicht eine Aufforderung sein, diese Predigt, tu einfach generell immer das, was nicht vernünftig ist. Ja, also wenn du Bergsteigen gehst, nimm weiterhin ein Seil, bevor du da hochkletterst, sondern es geht ja wirklich um die Momente, wo du auch innerlich spürst, hier drängt der Geist Gottes mich. Und ich glaube, wenn wirklich Gott im Spiel ist, und wenn da wirklich der Geist Gottes dahinter ist, dann kommt so ein innerer Friede. Auch wenn es dich trotzdem mega Mut kostet, aber irgendwas in dir drin weiß, das ist gut, das ist richtig und irgendetwas spürt auch, Gott wird es segnen. Ja, das heißt nicht, dass die Angst nicht da ist, das heißt nicht, dass es auch irgendwie trotzdem mega Überwindung braucht, aber ich glaube, das ist so, der Unterschied zum Schluss ist wirklich diese innere Wirklichkeit, wo du spürst, das ist ein Moment, wo der Geist Gottes mich herausfordert. Also nicht allgemein nicht mehr nachdenken. Ich glaube, Gott hat uns Logik durchaus gerne gegeben, um auch auf uns aufzupassen. Aber es gibt diese Momente, wo der Geist Gottes uns herausfordert, Schritte zu gehen, die vielleicht verrückt in dem Moment erscheinen, im Nachhinein aber dann Sinn ergeben. Ja, wenn wir diese verrückten Schritte gehen, gibt es ja immer ein Risiko, weil manchmal schreitet Gott nicht ein, trotzdem nicht oder noch nicht. Ich meine, auch all diese Glaubenshelden, viele davon sind als Märtyrer gestorben. Ja. Jetzt, wie können wir diese Spannung aushalten, wo Gott das Wunder noch nicht getan hat? Ja. Oder vielleicht haben wir halt einen Rucksack von Erfahrungen. Ja, voll. Ich glaube, das ist eine richtig gute Frage und das lohnt sich da auch mal genau diese Glaubenshelden wirklich unter die Lupe zu nehmen, weil genau wie du sagst, wir lesen halt immer die Wunder und das bleibt, was wir oft übersehen, was für Abschnitte da manchmal auch im Leben dieser Männer und Frauen waren, da sah nichts nach Wunder aus. Also gutes Beispiel, David, von dem wir zum Schluss gesprochen haben, den feiern wir so als der den Goliath besiegt hat, der König von Israel wurde. Aber zwischen seiner Salbung, wo der Prophet Samuel ihn als König gesalbt hat, also er diesen Zusage hat, ich bin jetzt der neue König von Israel und der Wirklichkeit, dass das wirklich wurde, waren so um die 30 Jahre. Wow. Das bedeutet, viele der Glaubenshelden, wenn nicht alle, haben in Wirklichkeit unglaubliche Fristen aushalten müssen zwischen den Glaubensschritt gehen und wirklich sehen, dass es sich gelohnt hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Und das ist, Gott wäre nicht Gott, wenn er es immer gleich machen würde. Das macht ihn aus. Das heißt, es gibt keine Box, in denen wir ihn stecken können. Es gibt kein Schema F, das wir abrufen können. Deswegen ist er Gott, weil er auch immer wieder das Recht hat und sich das Recht nimmt, unterschiedlich zu handeln. Und manchmal sieht es gut aus und manchmal sieht es so aus, als ob nichts passiert, vielleicht sogar, dass es ein Fehler war. Das Schöne ist, es gibt ja diese Zusage, die Gott dient, denen dient alles zum Besten. Und das ist für mich auch vielleicht so eine Zusage, die ich mitgeben möchte. Ich glaube, auch wenn wir mal Gott wirklich falsch gehört haben oder wirklich sich etwas als Fehler entpuppt, dann dürfen wir uns entspannen und sagen, okay Gott, das ist jetzt echt abgefahren, das war offensichtlich falsch, offensichtlich habe ich falsch gehört, aber du hast gesagt, dass selbst meine Fehler mir zum Besten dienen werden, wenn ich dir vertraue. Und das rufe ich dann ab, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich dann sage, okay, habe ich mich geirrt, aber Gott ist immer noch am Wirken. Also gelebter Glaube braucht Mut und auch ganz viel Geduld. Yes. Du hast so viele Geschichten angesprochen aus der Bibel, auch Kain und Abel. Und vielleicht gibt es jetzt einige Leute, die sagen, ja, aber ich bin noch nicht bereit,
alles zu geben, wie der Abel. Ich fange vielleicht mit einem kleinen Schritt an. Verachtet das Gott? Ist er jetzt deswegen, nimmt er mein Opfer deswegen nicht an? Oder? Yes, ich glaube, dass einfach Gott ein Vater ist, so heißt es auch an einer Stelle, der seine Kinder erzieht. Das klingt jetzt ein bisschen heftig, aber gute Erziehung bedeutet ja, dass man ein Kind aufbaut. Und Werte aufbaut. Und ich glaube einfach, dass Gott unglaublich geduldig ist. Also sonst wäre ich nicht hier, wenn er es nicht wäre. Er ist so geduldig mit mir. Wie oft habe ich keinen Glauben? Wie oft erwische ich mich selber dabei, dass ich wieder in irgendeiner Schwierigkeit bin und über 2-3 Tage nicht auf die Idee komme, dafür zu beten. Also zum Beispiel, ich war die letzten Tage krank. Ich wusste, eigentlich kann ich heute nicht predigen. Und ich habe wirklich gefühlt 24 Stunden gebraucht, um auf die Idee zu kommen, zu beten. Und das ist doch verrückt. Jetzt bin ich 43 Jahre alt, davon 39 Christ und trotzdem, so oft passiert mir das heute noch, dass ich wieder meiner eigenen Logik folge und mir Sorgen mache und nicht verstehe, was es eigentlich bedeutet, Jesus zu haben. Gott sei Dank hat Gott das Gebet noch im richtigen Moment abgerufen und heute darf ich gesund sein. Es ist für mich echt ein Wunder, heute hier zu sein. Und ich muss vielleicht auch an Thomas denken. Thomas war einer der 12 Jünger von Jesus und als Jesus wieder auferstanden ist, hat Thomas gesagt, ich glaube das nicht. Ich werde das nur glauben, wenn ich wirklich die Wunden an der Hand von Jesus sehe. Und das Coole an der Story ist ja, dass Jesus ihn ernst nimmt. Und Jesus erscheint Thomas und er sagt, hey, guck, das ist okay, fass ruhig an, wenn du das brauchst. Und dann sagt er aber Folgendes zu ihm, er sagt, hey, das ist gut, dass du jetzt glaubst, noch besser wäre, dass du es nicht gebraucht hättest. Also er fordert ihn auch heraus, in seinem Glauben zu wachsen. Und jetzt sagen ja die Kirchenhistoriker, die sind sich ziemlich sicher, dass diese Gebeine des Apostel Thomas in Kalkutta in Indien, die man ja heute noch da nicht anschaut, aber man kann zumindest an dieses Grab gehen, man ist sehr, sehr sicher, dass das dieser Thomas war. Was bedeutet das? Das heißt, dieser Jünger, der hier als ungläubig erscheint, war danach offensichtlich der Jünger, der weitergegangen ist mit diesem Missionsbefehl, mit diesem Auftrag, den Gott damals den 12 Jüngern gegeben hat. Also mit anderen Worten, hier ist offensichtlich ein Mann des Glaubens zum Schluss gewachsen und ist für heute ein Vorbild. Ja. Das ist ein ermutigender Abschluss. Vielen, vielen Dank, Andi, dass du da warst und das noch ein bisschen erläutert hast. Und ich möchte dich ermutigen in dieser Woche, ob du jetzt ein Thomas bist und vielleicht erst ein ganz kleiner Schritt gehst und noch nicht weißt, was daraus entsteht, oder ein Petrus, der bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen für Gott. Sei einfach gesegnet und geh diese Schritte, ob groß oder klein. Und ich würde mich freuen, dich nächste Woche wieder zu sehen. Tschüss.